Wir wollen von der Schlüten in unserer Series Mea von Jesus. Und meine Hoffnung ist, wir haben in Vorjahr hat wir was Zeit in dieser Series, dass wir uns helfen können, dass wir eine tiefere Gemeinschaft haben mit Jesus. Unser Verlangen soll sein, dass wir Mea von Jesus kriegen. Nicht bloß für was er uns geben kann, aber wie am Dollar lernen kann. Wenn wir am tiefer lernen können, dort ist, wo die Kraft erst am wörtlich in sich leben. Wir haben von der und einmal checken, was in der Bibel ist, und dort ist, Jesus Halpt Ons Soton A wakom. Und ich kann meine Botschaft ein bisschen neu sein, auf ich von diesem Thema geredet habe. Ich habe nicht eine ganze Sinn nach Rapport genommen, von dem zu reden. Ich glaube, das ist sehr passend in unserer Series zu sein. Wer ist Soton und wo hat Jesus uns die Kraft gegeben, dass wir aus sich haben? Wie hat aus sich? Und wir wollen sein, was meinen das für uns, dass wir in Frieden leben können. Paul in der Trick, dann sagen wir dort, möchte sehen, was wir mit kämpfen, dann fängt an ans Fleisch. Wir sind Sünder. Unsere Natur ist Sünder. Das ist, wo wir geboren sind. Und wann wir waren geboren sind, uns Jesus hat gemerkt, der war geboren, dass er von nie ist. Aber uns Fleisch, dort haben wir noch das Verlangen zum Sinnen. Er möchte versichern, was wir haben, die kommen von uns Fleisch. Aber die Bibel lehrt uns auch, dass du ein Jener ist, du ein Feind ist, was jengen, alles was Gott ist, alles was von Gott ist, jengen dort schaffen wird. Wir wollen von dir sein, wo wir können. Und mit Gott seine Halb am überkommen. Aber ich frage, wer ist Soton? Die Bibel helpt uns lernen, wer Soton wäre. Und ich denke, was wir von Soton lernen, dann ist, dass er ein Engel wäre, oder ist, was von Gott gemerkt wird, zum Gott dienen. Und er ist ein von der höchsten Engel im Himmel. Jesaja Kapitel 14, 12 bis 15, da sagt es steht. Hier redet er von, und der Zeit nachher wird am Lucifer genannt. Wo bist du von so hoch gefallen? Du wirst so ein Tag am Morgen stehen. Wo habt die Eva einen Grund gebracht, wenn du doch die Völker durchschlugst? Du sagst die all ganz klar, ich will mich hoch abbauen, dort ich heiße aus Gott seine Stirns, meine Thron abstall. Ich will mit Jätertaub setzen, ob ihren Bohnen mit am Nüdern. Ich will bei boven eine Wolken gehen, und so sein aus der Höchste durch. So dachtest du, die dort dann, aber nu bist du hier bei der Storbenen, eine deibste Ark gekommen. So was Jesaja hier reden, der redet von einem König, was gegen Gott ist. Und er teilt sich das Königreich mit Soton. Wir sehen, wer Soton ist, mit wo Jesaja diesen König verglichen hat mit Soton. So wir sehen hier, wir von der Höchsten, und hier sagt er, er ist der Höchste, wir den Morgen stehen, wir das Beste, was Gott gemerkt hat. Aber was war mit ihm? Er sagt zu sich selbst, ich will mich hoch abbauen, dass ich höher als Gott sein. So dort wir so tun, als Lucifer sein Fehler. Er will sich höher stellen als Gott. Am wird nicht genug, dass er bloß Gott dienen wird, und er der höchste Engel wird. Er will mehr, und er wird begierig, und er stellt sich gegen Gott. In Hesekiel Kapitel 28, 14, was sagt hier, und sei wie dort, wir sondern wer in Himmel dienen wird. Da sagt in der Vers, du handelst dann mit so viel Wort, der Macht wert, die zu sind. Dann musst ich die rechte Herab von Gottes Buch versteiten, von manchen Vierstein verschmieden. So es sagt hier, du wirst der wachte Cherub, der ist dort, da wie ein Engel, wird im Himmel, wo
wakendheid en hij vele schriftlieden leren dat hij weer een arbeidingsleraar. So wat passiert dan, wanneer hij gegen Gott ging? Openbaring kapitel 12, 3 bis 4 en dan 7 bis 8 leert ons wat wordt met Soton, wanneer hij gegen Gott ging. Dat zegt in kapitel 12 in Openbaring kapitel 12, 3 bis 4 sagt het steht. Dan kwam in Himmel een andere teken voor een dag. Een grote, rode druk. Een dragon wil we beengeld zijn. Deze had 7 kap en 10 henen. En op zijn kap 7 kronen. Zijn zelgen rijdt een dradel van de sterns im Himmel met zich en smijt die op de eerd. En de druk stalt zich voor de vrouw, die dat kind ter wereld brengen zal, om dat op te vreten, wanneer dat wordt geboren worden. En dan 7 bis 9 sagt het wieder. En de hemel breuk en kreeg uit. Michael en zijn engel kregen jengen de druk en zijn engel. Aber de druk en zijn engel verloren. En vooraan wie de hemel geen stad meer gebleven. De grote druk wordt gestaat en de oude slang, die de bijze vriend en Soton genannt wordt, en de ganze wereld verlaat. Hij wordt met zijn engel taub rauf op de eerd gesmeten. So Soton ging gegen Gott, en dan sagt dort, dan wieder een grote Krieg in Himmel, en da wir Michael en zijn engel, wer gegen Soton Krieg mögen, en dat sagt dat Soton verspeelt, en dan wordt eruit gesmeten. En een dradel van de engel, wer met aanweren, die worden ook eruit gesmeten. En wat deed Soton dan? Dan zei we wat hij deed. En we vingen hier al in de openbaring wat Soton zijn plan is. Hij stelt zich gegen Gott, dat we zijn eerste sind. En nu merkte hij zijn arbeid om gegen Gott schaffen. We zijn hier in de 4e vers, dat hij, dat brukt hier een moet hier een beeld van deze druk de stad, stelt zich voor de vrouw. Wer is deze vrouw? Maria. Wer is dat kind? Jezus. Soton stelt zich dat hij kan dat verdorven wat God proeft te doen, of God wordt doen, om de ganze wereld te redden. En Soton zijn arbeid is dan alles te verdorven, dat wat God goed merkt. De eerste weg wo Soton dat deed, we zijn dat in 1. Mose kapitel 3, kwam de slang. Dat Adam en Eva verleiden, zodat zij gegen God ook gingen. So Soton proeft dan alles dat verdorven, wat God gemerkt heeft, en dat wat God goed merkt. So wat deed Soton van deel? 1. Petrus kapitel 5, de 8 vers liet ons staat. Ziet der gedacht en wakker, wils jena, de bijze vriend, schlägt zich ram aus en branden je leef en zegt novem, dem hij verrieten kan. So dit is wat Soton deed. Hij heeft verloren. Hij is van Himmel uitgesmeten, hij is uitgezaad, hij kan niet meer in Himmel zijn. Hij heeft verloren. Hij heeft geen meer kracht over God en hij heeft zijn dradel van de engel, wat God gemerkt heeft, heeft hij aan zijn zijde. Maar hij heeft verspeeld, hij heeft verloren. En hij was bewust zijn, oké, ik heb verloren. Nu schafft hij al gegen God. En wat deed hij? Hij zegt hier, hij schlägt zich ram aus zijn brillen je leef. En zegt naar wem dem hij verrieten kan. Ik wil ons van de eerste merken met deze vers. Je worden zeggen, dit is niet een zeer fijne vers wat ons merken deed. Wat het zegt hier, wanneer je in de Bijbels teken doen, dat woord hier schlägt zich ram aus in brillen je leef. Dat teken, dat woord aus. Is Soton werkelijk een leef? Nee, hij is niet.
Du hast bloß ein Leben, was die Bibel von reden wird, und das ist Jesus Christus. Er ist der Leben von Juda. Und das ist ein von den großen Dingen, was wir von so tun sein tun, dass stellt sich ab aus ein Leben. Jo, hat Rahmen, hat sein Basis, um alles verrieten, dort, was Gott ist, aber der ist bloß ein Leben, was alle Macht hat über alles. Und ist Jesus Christus. Jesus Christus ist über so tun, ist der Leben. Und wenn dann Jesus Ram geht aus dem Leben, ist ein aller Leben, was keine Teen hat, wenn Jesus Christus hat seine Teen ausgeschlagen. Soton hat verspielt, Soton hat verloren, aber der Weg geht heran und braucht verdorben. Ein von den großen Dingen, wir wollen Leute auch sein, was Soton braucht zu tun, ist uns anzugrühen und uns zum Ängsten, sodass wir von Gott rennen tun. Aber Angst und Furcht kommt nicht von Gott, das kommt von Soton. Wir dürfen uns nicht ängsten. Wegen Soton als weniger schwacher als Jesus Christus. Wenn wir von Soton reden, dann glaube ich, sind zwei Extreme, so wie man abpassen, dass wir nicht anfangen. Dann das erste ist, dass wir sagen, die Bibel redet ein bisschen von Soton, aber ich merke mich nicht sehr drauf, wer Soton ist, und das ist kein großes Ding. Ich glaube, das will so tun haben, dass wir sagen, das ja vielleicht ein so tun, aber das ist nicht ein Grautet. Wenn so tun kann uns anbilden, dass nicht wörtlich schaffen wird, dann wollen wir dort gleich sein, wo braucht Dinge zu verdorben, und dort wir können uns nicht unter Jesus Christus in Namen stehen, dass wir in Gewand leben. Wir wollen Dinge sein, was angehen in uns Leben, und wir wollen was durch Jeng schaffen. Und wir wollen nicht sein, wer dort ist, wer die Verdorbenheit bringen wird. Und mit dort können wir nicht sein, wo wir die Eva werden können. In Englisch will wir sagen, we will deny a remedy because we don't acknowledge the problem. Wir wollen nicht nur Jesus gehen für die Hilfe, weil wir weiten nicht und glauben nicht, dass du ein Problem ist. Der Unterschied ist, dass wir jedem so tun Schuld für alles. Alles, was artig ist. Wir gehen in unsere Kurs und wir sagen, wir haben eine Platte Reif, so tun sie eine Schuld. Wir kämpfen dann mit Sinn, so tun sie eine Schuld. Wenn unser irgendwas zwei ist, so tun sie eine Schuld. Und wir eben so tun viel zu viel eher, wenn wir dort tun. Jesus Christus ist gerade auch so tun. Ein Ding, was ich glaube, wie nochmal tun, ist, wir eben so tun viel mehr eher als arm treffen wird. Wir reden mehr von, wo so tun verdorben wird, als wir reden dann von, wo Jesus gewonnen wird. Jesus Christus hat viel gewonnen, wer wir arm die Ehe geben. So, was sollen wir dann tun? Wir sollen wacker sein wir so tun, braucht verdorben. Und uns nicht abbrechen, wenn Jesus Christus hat gewonnen. So wo der so tun dann brauchen, Gott sein Rechte verdorben. Der größte Weg, wo so tun braucht, Gott sein Rechte verdorben, ist der Lees. Lees kommen von Soton. Soton ist der Futter von Lees. Johannes Kapitel 8, 44 sagt es steht, die stammen von jen Futter, wem den weisen Feind, und mochten daunen, was verlangt. Ist von Anfang ein Mörder gewesen und blieb nicht, wie der Wort hat. In ihm ist keine Wort hat. Wenn lehen wird, redet mit seiner Sprache, wird in Lehre ist, und der Futter über alle Lehnes ist. Der größte Weg, wo so tun braucht, der Welt verdorben ist der Lees. Und das ist, woran so tun braucht, zu sagen, das wird nicht mehr. So tun braucht, das Wort Gottes und alle Wahrheit nicht mehr. Und der größte Weg, wo das ist, bringt die Frauen an,
hat Gott wörtlich gesagt. So hij wordt Lees nambringen. Soton kann nicht von sich selbst merken. Soton kann nicht jede Wortheit merken. Alle Wortheit kommt von Gott. So wird Soton dann das mit Wortheit, als hij das verdrehen. Soton kann nicht merken, aber hij kann Wort verdrehen. So wann Wortheit ist und so ist und von Gott kommen das, was so tun das, als hij das ein klein bisschen verdrehen. Wie sein in Gott ist, was das hij mit einfach? Hat Gott wörtlich gesagt, dass die wollen sterben? Wie der Wortheit und was hij fragen deed und was hij sagen deed? Ja oder wir. Aber hij da verdrehen, dort was Gott sieht, dort ein Leben wir. Und so schafft hij in uns in het Leben. Die wir hinger Science an, je weten wat een mutation is, en ik weet niet de plottische woorden voor is, maar dat is van ons DNA, dat wat ons Körper, dat information geven dat, waar dat gebeurt zal zijn, waar we loten en alle dat. Ons DNA is, wanneer dat bus in een kleine Weile geändert wordt, dan kan een zeer grote onderscheid merken. Een bus een klein beetje Ändernis in ons DNA, dat kan een krankheid brengen, dat kan een dood brengen. En zo is het ook met Soton. Wanneer hij de waarheid van God nemen deed en dat verdrehen deed, dat kan een zeer grote weide brengen. So Soton is de voeder van Lees. De tweede weg waar Soton proeft God zijn rechten verdorven, is ons verzekeren durch ons Fleisch. Soton braucht uns dich mit frische Verseken und Proben zu versiemen. Wir haben uns die Verseken all. Wenn wir Verseken haben von uns Fleisch, dort wir lehen down. Wenn wir oft sich sehen. Wenn wir Wort haben. Soton braucht uns nicht eine frische Verseken geben. Er kann bis dort brauchen, was wir immer Trouble haben. So er wird durch und Knöpfe anrecken, wo wir wörtlich om kämpfen dan. Eine Weg, waar Soton in Gott zijn Recht schaffen deed, is dat hij proeft Dinge te verdorven. Wenn wir kijken in onze Welt naar, wir zijn woveel Schwierigkeiten, woveel Dinge aardig gaan, woveel Dinge worden vernicht. En Soton jetzt een Schein. Soton is evil. Soton is jengen wat alles goud is. Hij wordt dingen verdrehen, zodat dingen waar we dingen doorkomen, we worden lees blijven van dit. Ik geloof, een van de grootste weg, waar Soton proeft mensen te verdorven, is dit. We gaan een zware tijd door. Vielleicht zum Beispiel ans wat vernicht als een kind. En sehr schwere Dinge passieren zu uns. Vielleicht war wir vernichtet, vielleicht war wir molest. Und dann wegen eine andere Person der Sinn gegen uns, bringt Soton Gedanken zu uns, dass wir uns selbst nie artig ansehen dürfen und nicht ansehen dürfen, als Gott uns ansehen dürfen. Er hilft uns die Lehre, dass wir durch was Verdorbenheit nach uns passieren wird, dass er uns die Lehre anbieten wird. Eine Weise, wo er das Gottes Recht verdorben und Menschen verdorben ist, dass er wird uns proben, zu verdorben durch unsere Fehler. Wir wollen Fehler merken. Wir wollen das nicht einmal perfekt kriegen. Bei einem von den größten Lehren, was Soton wird uns proben mit anzubilden, ist, wenn wir einen Fehler merken, dass wir dann auch ein Fehler sind. Und das ist, glaube ich, ein von den größten Lehren, was Deutsche annehmen dann. Wir merken einen Fehler. Und dann sagen wir, Mami, ist das nicht. Und dann kommt der andere, kommt Soton, und jeffen an sie danken. Ich habe mal was vom Fehler gesehen. Mami wird niemals irgendwas geben. Das sind Lehren von Soton, und wir sollen die oft sein. Gott hat einen Plan für die. Gott hat die perfekt gemerkt, dass er das will. Und wir sollen nicht Soton seine Lehre annehmen. Einer Weise, wo Soton Gott sein Recht und Gott seine Menschen probt zu verdorben, ist durch und bedrecken. Und hier will ich
klein bisschen von reden, der Unterschied zwischen Beseten sein und Betrag sein. Kein Soton kann Christen von Soton oder seine Engel beseten sein. Das ist eine Frage, was gefragt. Und ich glaube, dass die Bibel lehrt, dass nee, Christen können nicht beseten sein von Soton oder seine Engel. Warum? Die werden nie geboren sein, haben der Heilige Geist in ihnen. Und der Heilige Geist gibt keinen Raum für Soton. So wir können als Christen nicht beseten sein. Aber Christen können Betrag sein von Soton und seine Engel. So der ersten Sage hat der Unterschied. Wenn wir würden ein bisschen ein Beispiel brauchen, beseten sein, dort erst waren die bei der Gäste in der Person sind. Die haben vollen Kontrolle über die Person. In der Bibel lehrt, dort Menschen können die können beseten sein. Aber Betrag sein, erst wenn Soton zum Beispiel nicht von Bern schaffen wird, aber von Büten schaffen wird. Und wo ich glaube, eine gute Weise zu verstehen, ist dort in Englisch, wo wir sein, in der Foothold. Ich denke da vielleicht Bilder, wo die Menschen erst einmal in Gefängnis wären. Und war an der Fout ein großer, schwerer Ball angetätet. Und dann mussten sie können niemals wo hinkommen, denn sie mussten den großen, schweren Ball schlagen. Das ist ein Bett, wo Soton Christen bedrecken wird. So von wo kommen diese Bedrecken und von wo kommen diese großen Täten? In Epheser Kapitel 4, 26 bis 27 sagt es das. Wenn je jünt euren, dann sorg so, dass je jünt durch in euer nicht versünden. Und vereinigt jünt euer die Sonne ab Unger jet. Aber der 27 davor sagt es das. Jev den beisen Feind keinen Gelegenheit. Müsste Schäden, was wir mitdrehen und mitschlafen, wo wir Betrag sind von Soton, sind so Dinge, wo wir Soton Gelegenheit gegeben haben. Wir haben freiwillig entschieden, dass wir wollen Sinn tun, lieber es ans Handgeben zu Gott. Und wenn wir dort tun, dann geben wir Soton Ruhm und Freiheit, um uns versegnen und uns bedrecken. Und dann, wenn Gott uns durch den Heiligen Geist den Sinn abgeben, unsere Sinne betonen, dass er uns vergeben will und uns weiter abnehmen dann, wenn wir dort auf sein dann geben wir Soton Freiheit. Wenn der Raub du ist von Jesus Christus, kommt zu mir, ich will dir geben und wir sagen, nee Jesus, ich will das nicht. Dann geben wir Soton Ruhm. Aber ich glaube, nach einer Woche, wo wir Soton Ruhm geben, dann, dass wir geben am Freiheit und wir spielen mit seinem Recht. Vielleicht hast du dort durch Hacks oder Haxeria oder mit beiser Gäste, Verrotfrauen und so weiter. Ich denke, was mich fährten wundern wird, wenn ich mit Menschen reden darf, ist, wie viele Männer nieten mit beiser Gäste Hand down gehabt. Vielleicht wie in der Zeit, wo sie beiser Gäste Verrotfrauen leiden, irgendwas Haxerie trieben. Und liebe Freunde, liebe Geschwister und Herren, da wir dort ganz tachloten. Dort ist eine Vier, was wir nicht mitspielen wollen. Epheser Kapitel 5, auf bis 13 sagt es, haben nichts zu tun mit den anfrüchtigen Worten, die von den Dienstern kommen. Stellt der Leiber für ein Dach. Dort ist eine Schon, du von der Reden, was im Geheimnis verjährt. Was aber durch dort Licht aufgedacht wird, erst zu seinen und alles, was zu seinen erst im Licht. Sag wir uns von dem merken, wann die mit Haxerie oder irgendwas mit so tun, und bei der Jesse zu tun haben, sei dort auf, der Buße, bring das zu Jesus und merken eng von dort die wirklich frei kann sein. Die letzte Woche, wo der so tun, braucht Gott seine Rechte verdorben als der Sklaverei. Johannes Kapitel 8, 33 bis 36 sagt es das. Sie sehen, wir stammen von Abraham her
en zijn niemals aan wem verskloofd je wast. Wo kost u zijn, je zullen vrijgemerkt worden. Jezus zei te hen, ik zei je de waarheid, wer door zindigt, is aan de zin verskloofd. En skloof blijft niet eeuwig in huis. De zeen aber blijft eeuwig. Du wegen van de zeen je vrijmerkt, zijn je werkelijk vrij. Dat is de grootste ding wat ik wel van jou, dat we met naar huis nemen. Du wegen van de zeen je vrijmerkt, zijn je werkelijk vrij. Wanneer je fallen en je zijn geloof te wat Soton proeft te verdorven in die leven. Je kan niet vrij worden. Je fallen, je gaan allemaal in blad en je kan niet verder wegkomen. En je zijn dat als Soton zijn arbeid. Je kan vrij zijn. Jezus Christus wil die vrij maken en je zullen en je kunnen in vrijheid leven. Zo wil Jezus ons vrij maken. Ik glaube, de grootste ding wat we, ik wil je zeggen, wat we werkelijk aannemen, verstaan en werkelijk vertrouwen doen, is dat. Jezus Christus heeft den Krieg al gewonnen. Dat is niet dat we geloven te onszelf. Ik wonder waar das Krieg wordt uitvallen. Ik wonder wanneer je ziet wat gewonnen, wat Ebel gewonnen, wat Soton gewonnen, of wat Jezus Christus gewonnen, wat God het gewonnen. Nee, de Bibel leert ons ganz klar al wer gewonnen heeft. Soton heeft verspeeld. Hij heeft verloren. Jezus Christus is al de gewinner. Dat is niet dat we worden naar kijken. Ik wonder, ik geloof, Jezus wordt gewonnen. Jezus Christus is de gewinner. Openbaring kapitel 20, de 10e vers zegt ons, waar dat uitgevallen heeft en waar dat uitvallen wordt. En dat zegt hij bij zijn vriend, der aan verleid wordt en vier aan den Schwefelzee neergeschmeten, wo de Tier en de Lees Prophet werden, en du worden dag en nacht van eeuwigheid tot eeuwigheid gekwält worden. Soton heeft verspeeld, hij heeft verloren. En we durven niet onder zijn macht en zijn controle leven. De grootste weg, waar we vrijheid kan hebben van Soton is, wanneer we ons onder Jezus Christus staan en in zijn kracht leven doen. Jezus Christus is de eeuwige God. En wils Jezus Christus de eeuwige God is, hij heeft alle macht over alle herrschaften, alle geesten, Soton, de vriend en alle zijn engel. Hij is zoveel over alles, dat in zijn naam alleen is de zich. Epheser kapitel 1, 18 bis 23 sagt het zo dit. Mocht hij jullie aanzicht geven, om hart te vernemen, waar groot de hoopning is, dat hij voor jullie red heeft. En waar groot en herrlich dat afgoed is, dat alle heilige de Christus gekregen hebben. En dat je begrijpen kan, wat een Reisekraft Gott in ons werken laat, die we aan hem geloven. Wat dezelfde Jezus kracht die aan bewijst, als hij den Heiland van dood opwerkt, en bij zich de rechterhand en de hechten ihren plaats in de hemel geeft, hoog over alle macht en gewalt en alle kracht en alle herrschaften, die door genannt worden kunnen in deze wereld oder in die door nog kämpft. Gott heeft den Herrn Jesus alles onder de feit gelegd. En am Ost verste over de gemeente gestalt. Oder gesagt, die gemeente ist sein Körper, en in dem hij zelfs leeft, doordat dat zij durch am en voor am alles gekregen heeft. Jeder bij zijn Jezus moet zich knien voor Jezus Christus. En onder Jezus Christus die noemen moeten Jezus daar zich aangeven. Lieve je Schwester, Jezus Christus heeft al gewonnen. Dat is niet ons noemen, wat ik geloof over Soton heeft. Wie kan ik zijn,
Akzaan van Jezus en niemand zu mij horchen. Soton brucht ons niet horchen. Maar hij woord en hij maat Jezus Christus horchen. So wann wir Unger Christus sein, en Unger mit Christus sie nomen, jängen Soton fährten down, Soton haft keine Macht. Hij macht verloten. Wann wir bedrückt sein, Unger Jesus Christus sie nomen, kann wir frei gemerkt worden. Dort wir nicht mehr Unger diese Käden lieden down. Jeder Jes muss sich knien für Gott. Dann wieder, du erst Kraft in Jesus seine Wort hat. 2. Korinther Kapitel 10, der 5. Vers, sagt es dort. Mit dort, wo Gott uns zum Kämpfen reitstellt, merkt wie alle Gedanken zu nusch. Und alles, was hoch und fromm uitlaat, über uns hindert, Gott einmal besser kennen zu lernen. Was soll wir tun? Wir sollen alle Gedanken zu nusch merken, dort wird uns hindern wird. In Ordnung war zu sein, wenn Soton uns eine Gedanken geben werden, wir lesen in Johannes Kapitel 13, dort Soton uns Gedanken geben kann. Wenn die Gedanken nicht stimmen, dann mit Gott seine Wort hat, wir sollen die zu nichts merken. Zu nichts merken. Die sind halt nicht wert, die kommen von Soton, nicht von Jesus. Und was soll wir tun? Dort der Gehorsam ist. Dort der Mord Jesus Christus horchen. So wenn wir uns fingen down Unger Soton seine Bedreckung, wenn Soton prauft mit seine Engel uns aus Glaub zu holen, Jesus Christus ist gekommen mit einem sehr großen Hummer, der jeden Feind zu schlagen, der jeden Feind zu merken, dort wir wirklich frei sind. Sag wel von dir zu uns ein klein persönlich reden. Ich weiß, viele von uns drehen schwere Loden mit. Das sind Dinge passiert in uns Leben, vielleicht in unseren Kinderjahren, wo so tun, haben können, nicht jeder uns Enkel merken. Und wir schlagen alle Sorten mit. Die meisten von uns, wir haben freiwillig entschieden, dort wir so tun, Ruhm wollen geben. Welche von uns, wir fühlen uns, dass wir ganz ohne Kraft sind. Welche von uns, wir haben so einen großen Fehler gemerkt, dass wir wissen nicht, was Gott wirklich kann mit uns tun. Wir haben vielleicht für Vergebung gefragt, aber wir fühlen, wir sind niemals wirklich frei. Jesus Christus ist nicht bis gekommen, uns frei zu merken von der Schuld von unserer Sinn, den Sündenpreis, wo uns tranen wird von Gott. Jesus Christus ist gekommen, uns frei zu merken von was Sinn braucht, zu verdorben in uns Leben. Er ist gekommen, dort zwei zu schlagen. Dort, wo Soton braucht, uns mit zu verklären und uns zum Sklav zu merken. So von der ich will uns anladen, wir zu Jesus gehen. Und mit seinem Namen Soton auf sein. Ich will schließen mit einem Beispiel, was ich selbst belebt habe. Ein paar Jahre zurück, ich und meine Frau, wir haben eine sehr schöne Ehe gehabt. Und wir in der ersten Zeit, vielleicht ein Jahr oder zwei, wo wir uns beste Proben hatten. Einen ordentlichen Verstohlen, einen ordentlichen zu dienen. Und es fällt sich so, dass wir einmal irgendwas nicht schaffen. Wir proben uns beste, wie wir einen ordentlichen Gott, aber das schaffen nicht. Wir werden verdrisslich. Wir werden einen ordentlichen Dahl. Einen Tag teilen wir uns dort ganz klar an, dass wir in Jena, was gegen uns fährten. Wir denken an Krag, wo wir in uns Bad beten deuten. Und wir sehen in Jesus seinen Namen, je wie uns erhält zu Jesus. Wir seien auf alles, was Soton braucht, zu verdorben in uns erhält. Und wir sagen auch in Jesus Christus seine Macht genommen. In den nächsten Morgen wachen wir ab, und ich würde Ihnen viele mehr Geschichten können vertellen, das das. Und dann dachten wir anders. Die Täten, die wir in zwei gebrechen. Und Soton braucht dort, was wir in der Tag deuten, zu verdorben, durch uns proben, zwischen uns,
Dinge zu verbreken. Und wenn wir dort Unger Jesus in Namen brachten, dann wir frei. Und dort ist mehrlich für alle von uns von dir. Dort wir uns bringen dann zu Jesus, dort wir frei sind. Wir haben noch schließen im Gebet. Jesus Christus, von dir Mars, kommen wir für dich. Und wir geben uns Hand zu dir. Wir wollen uns Unger die sagen. Wir wollen die Macht, was in deinem Namen ist, über uns haben, dass wir in Freiheit können leben. Wir beten alle das in Jesus Christus in Namen. Amen.